nu eine Botschaft haben, wenn wir haben von dir noch ein Tofas, nur im Gottesdienst, aber nur das Portierbänder. Und hängen dort habe ich dort die Piscine abgestellt und du sind ein paar Menschen, die sich von dir taufen wollen. Und wir wollen einfach Gott danken für diese Menschen, die sich taufen lassen. Aber ich komme auf diese Botschaft, ik wist niet gewoon wat ik predigen zal, maar dat is een thema waar ik al een längere tijd over nadenken deed. En dan op eenmaal weer het klaar, die boodschap weer van jou, wens dat is zeer passend voor een zondag waar de Tofas is. Ik weet niet of je dat weet, maar in meerdere landen, zoals in Iran, in China, in landen waar die kerk zeer vervolgd wordt, en waar die Christen verkenmaten niet in zo'n open steden als wie keine Gottesdienst haben, sondern irgendwo in einem Keller, irgendwo in einer Stadt, wo die Verstärker sind, wo kein Mensch dort weiter kann, dort ein Christ ist, und wo die bloß sich trafen, sei geheim und flattern. Wenn irgendwer dort antworten wird, dann werden sie mich vielleicht oder wahrscheinlich tot merken. Wir weten dort in Nigeria, nu kriegt jeder Tag Christen tot gemerkt worden. Und wir können für die Kirche beten. Wenn du Verfolgung ist, dann können wir uns jenseits in der Städte. Und das ist wichtig, dass wir hier auch immer waren in der Kirche. Aber ein, was viele Mal die verfolgten Länder nur sagen, die Frauen nicht nur beten, die sagen nicht unbedingt beten, dass die Verfolgung soll abhören, sondern sie sagen beten, dass wir wieder brav bleiben. So ist damals in der Bibel auch aus den Jüngern verfolgt worden. Sie beten nicht, dass die Verfolgung soll abhören, als sie verkehrt kriegen. Sie sagen, wir beten, dass wir wieder brav bleiben, auch wenn wir verfolgt wurden. En weet je wat een ding is, wat veelmaal op deze tofas die gevraagd wordt, wat in die kerk tofas heeft? Ik weet niet of je dat weet. Wanneer die eier die dem woord aangaan, dan vragen die persoon zeer op eens. Die vrouw, zoals ik groot deze pareja vroeg, zij rijdt, truut en zo wieder, vragen die mensen, zij rijdt voor het evangelium te sterven. Wenn sehr veel van aandoen dat. En dat is een zeer wichtige vrouw. Wenn diese Person wird hier von der sich taufen lassen, wenn sie je wüsste, 5 Minuten later nur Wasser rauskommen, wo die mit einem Schuss in den Kopf kriegen, wo die im Wasser angehen. Das ist die Frau von der, wo die bereit sind, im Wasser anzugehen. Das ist eine sehr schwere Frau, aber es ist nicht bloß für die Person, die von der im Wasser angehen will, die Frau ist für die und mich. Wenn wir wüssten, dass ich Jesus als Haar bekennen, und ich würde 5 Minuten later weiter, dass ich kriege einen Schuss im Kopf, würde ich ihm als Haar bekennen. Das ist eine Realität, die wir vielleicht niemals auf so eine Weise angedacht haben. Ich weiß, einzelne Personen von der Kolonie, die haben sehr vielleicht verkehrt gekriegt, und das haben in Bolivien auch so gegeben, dass Menschen von der Verkehrtheit dann gestorben sind. Aber die meisten von uns haben das nicht erlebt, was das bedeutet, zu sterben für die Wahrheit vom Evangelium. Aber weißt du was? Die Jünger, jedes Mal, dass einer starb, die hielten nicht ab. Die waren bloß Probe und Probe und Probe. Und das ist sonderbar. Das Evangelium ist so kraftvoll, dass auch wenn du wirst sterben für das Evangelium, keiner von uns sagt, ich will darin abhören. Alle Mann sagt immer, ich will da. Ich will da, ich will da. Und von daher, diese Botschaft soll nicht eine Botschaft sein, dem seine, was ich habe uns in der Drecke, sondern eine Entscheidung. Ich will gehorsam sein. Ich will ganz entscheiden sein für Jesus. Und das geht von dir, das Thema, das heißt, wenn wir würden am Schrift sein, würden wir sagen, ganz gehorsam. Lukas 6, Vers 46, bis 49, wo wir lesen, Lukas 6, Vers 46, bis 49, sagt so, warum nennen je mich Haar, und doen nicht, was ich ihnen sage? So hier fängt das all an. Viele Menschen sagen, Haar. Die wollen, wenn du einen Abruf hast, sich zu bekehren, dann rennen die noch und sagen, Haar, ich will im Himmel nennen. Und ich bin einer von den Personen. Ich will sehr dort im Himmel nennen. Aber ich will nicht Haar sein, ich will bloß Radar sein. Ich will bloß haben, dass irgendwer mich im Himmel nennen Radar wird. Aber mir fair sein, dort will ich nicht haben, wenn dort ging viel schöner, mir salzfair zu sein. Und dann sage ich das wieder. Ich will Ihnen wissen, mit wem der zu vergleichen ist, der nur mitkommt und hier, was ich sage, und dort auch das. Also er ist nicht bloß, was er sagt, sondern auch dort zu tun. Der ist mit einem Menschen zu vergleichen, der ein Haus baut und Bett auf den Stein grauf, um den Grund dort abzuleihen.
Als dan een hoogwater kwam, rijdt de stroom naar huis op touw en kon dort aber nicht bewegen, weil es dort stund op den Steingrund. Wer aber hielt en dort nicht deed, es met een Mensch te vergleichen, der sein Haus op einen Grund, ohne einen Grund op de Erde büht. En der Sturm reiht sich durch an, en dat Haus voll Bildtaub, en der Schoden wie sehr groot. Oder wie groot. So, wenn du und ich Personen sind, die wir sagen, haar, aber wenn wir nicht horchen wollen, was er sagt, wenn wir nicht dort tun wollen, was er sagt, dann sind wir so, als das Beispiel hier sagt. Dann sind wir Menschen, die uns Grund bloß auf dem Sohn haben, bloß auf ihre Hand. Und so sich durch jen, wo das kommt, so sich ist die hoch, wo der Sturm kommt, dann voll wie ein Klöks wie taub. Weißt du was? Jeder Christ auf dieser Welt erlebt ein Tag eine Lothar in jen Sturm, aber ein Sturm, der dort schwer ist. In dem Moment ist es wichtig, dass uns versprechen, dass uns Haar sei es, wirklich so ein Haar sei es, wo wir dort tun und nicht bloß dort mit Müll sei und dort nicht tun. Viele Mal beim Evangelisieren, dann sagen wir, du brauchst bloß bekennen, Jesus aus den Radar, dann bist du gerat. Und weißt du was? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, am zu bekennen aus dem Radar. Die Bibel sagt, bekennen am aus ein Haar. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9 und 10 so, wenn du mit dort Müll Jesus aus Haaren bekennst. So, das heißt nicht bloß ein Radar, das ist auch der Radar, aber heißt der Haar. Was ist ein Haar? Dort ist der, was fair sei, der, was der Leiding hat, der, was das letzte Wort in dein Leben hat, und wo alles über sich nur diesen Recht hat. Dus keiner Hecher aus der Haar. Wenn du mit dort Müll Jesus aus Haar bekennst und je lebst, dass Gott am von Tod abgeweicht hat, wirst du selig. Wer von heute in je lebt, wird gereicht, und wer mit dem Müll bekennt, wird selig. So dort ist nicht bloß am aus Radar haben, sondern dort ist am aus Haar haben. Und dort, wo ich kriege, ihr seht, ich will eine von den Personen, ich will ein Radar haben. Ich will sehr hier im Himmel. Aber ich will auch sehr hier in meinem Leben selbst fair sein. Und wo schafft das zwei? Weißt du, was das schafft nicht? Hat das versagt. Bei ich 14 oder 15, da haben wir eines Tages, wie ich auf eine Evangelisation und viele von Junkianen, die Geschichte. Und wir in der Zeit, wie ich rebellisch und ich wie jeden Gott. Ich hatte mich mal bekehrt als Kind, aber ich hatte eine Erfahrung gehabt, aber ich hatte mich so gesagt, so, nu wollen wir mal jeden an sein, also direkt jeden an. Und du waren 5000 Menschen auf der Versammlung, ungefähr, feier bei 5000 Menschen von spanische, plottische, Guarani-Menschen, Brasilianer, von allen Sorten Menschen, dort wir ein paar Sprachen. Walter Niefeld hat dort predigen, du warst gesungen und dort wir ein wunderschönes Fest. Aber wo wir ich wieder hängen machen, gefort ja, und hatten beste Damsphäre. So, und dann gingen wir über den Hof, und gingen uns dann Coca-Cola oder so, oder was kaufen. Und du, als wir über den Hof gehen, dann kommt ein Platz und wir sagen, wlup, sag ich, Jungs, wie wir den ganzen Tag Jungs, je kommt mal mit mir mit. Und wo brachte er uns hin? Nur eine Försterei. Und dann sagte ich dann auf der ganzen Evangelisation, und Walter Niefeld, der predigt das Evangelium, und der mit seinen Fingern, und mit dem großen Buch, was die damals hatten, ich habe den noch verloren. Und der predigte, und ich sehe mir die ganze Zeit, ich weiß, der Raub kommt, dass ich soll nach Fähre kommen, und ich will nicht gehen, wenn ich will mein Leben selbst versei. Und der Raub, wo ich wusste, was kommen würde, kam auch. Und ich hatte mich ganz bereit, und dann wusste ich, was das nächste würde tun. Ich wusste, Krieg war ein Chauffeur, ich wusste, der würde mich fragen, alle sollen abstehen, und es waren 5000 Menschen stehen. Ich würde nicht sitzen bleiben. Ich stehe mit den 5000 Taub ab, alle täglich stehe wie, und sagte, nu kann ich noch kommen. Ich hatte mich bereit mit meiner Feit, hier sind die fasziniert. Und in dem Moment, wo er sagte, nu kann ich noch kommen, ging meine Feit von selbst noch fair. Als ich noch fair war, dann fragte er, was ich mit mir Taub beten, der Mensch, der fair stand. Und ich muss ich mal nur denken, was da ich hier überhaupt? Ich weiß nicht, wo ich bei hier komme, wie ich soll je du sein. Nu sehe ich hier. Dann war ich an, der Herr Jesus hat mich bei dir gebracht. In dem Moment, als ich du fertig stand, dann klickst mir das. Dann sehe ich, du hast einmal einen Radar haben, aber hier in diesem Moment musst du klar merken, als du was ein Haar haben, als irgendwer die fair sein kann. Und dort wird ein erreichter Moment, wir kriegen 14, 15 Jahre, dort wird ein erreichter Moment zu sagen, ich bin nicht groß genug zu entscheiden, dass du hast ein einziger Haar, Jesus Christus, was mir fair sein wird. In dem Moment bete ich mit der Person, in meinem Leben ist niemals
maar hetzelfde je was als dat hij weer. Wens Jezus haar geworden weer. Amen. Durch den Glauben wie Abraham gehorsam, sagt Hebräer 11. So hij wie gehorsam, wenn hij geloven had. Vielmal glauben wir, hij had bloß geloven, aber hij had weer ook gehorsam. Abraham moest grote schreden merken, om dat vallen wat God am zei deed. Dat helpt niet dat God die grote Sache zei deed, wanneer du die niet nur doen ist. Wenn wat helpt die Sache, wat hij die zei deed, wanneer wir die nicht vallen doen. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, wer mir gut ist, wird meine Gebote houden. En hier wordt we dan nu kunnen aanhouden en een lange Erklärung merken, Oude Testament, Nieuwe Testament, wat hier met Gebote deed. Maar we kunnen ons niet al die tijd nemen. Aber wat du kannst bosig verstehen ist einfach, dass wer Jesus gut ist, wird Jesus gehorchen. Das ganz klar zu sein. Der wird der Weg, oder das Leben von Jesus gehorchen. Das bedeutet nicht, dass du nur all die Gebote und Gesetze vom Alten Testament gehorchen, aber es wird wichtig sein, dass du abgeschrieben sind, dass es nicht zum Beispiel. Du wirst aber nicht auf einmal gehorchen, dass du niemals Tiere schlachten und so, alle Hunde, wir wollen dort nicht alles erklären. Aber wenn du dort noch nicht alles verstehst, dann ist das eine, was die im Kopf sei. Ich will dort gehorchen, was Jesus sagt. Und ich will Jesus folgen. Das ist, was es geht. So, in diesem, was wir von Gehorchen oder von Gehorsam haben, dann wollen wir von der drei Sorten Personen bekicken. Und ich sehe mir sicher, du bist in einer oder zwei von dieser Gruppe, oder vielleicht in alle drei einmal gewesen. Die erste Gruppe, die wir uns bekicken wollen, das ist eine, die Gehorsam sind, bloß es waren. Die sind, ich sehe Christ, er hat mich bekehrt. Dann, du wieder Evangelist, die mögen ein Gebet, er hat es nur gesagt. Und immer, wenn ich meinen Christen sehe, dann denke ich mir das waren. Ich sehe dann Gehorsam, wenn das passend ist in andere Werden. Weißt du was, wenn du in Gehorsam bist, bloß es waren und dann ist das ganz euer Gehorsam. Du kannst nicht dazwischen sein. Die zweite Person, die wir uns bekicken wollen, ist, teilweise Gehorsam sein. Du weißt ganz genau, du hast deine Areas, wo du wirklich gehorsam bist. Aber dann sind du noch ein paar Kapitel, wo du immer sagst, wo wir dort ein bisschen gräben vor, aber das ist nicht ganz so wichtig. Du wollen dort ein bisschen gräben lassen. Und dann ist die nächste Gruppe. Und nu, wenn ich die nu noch nicht getroffen habe, dann habe ich die dann vielleicht nicht getroffen. Du sind die, die immer gehorsam sind, und die sind stolz, dass sie gehorsam sind. So, und du sagst, wie viele Mal. Ich sehe al so gut, ich habe al alle Hände gekregen, ich sehe nu al 6 Monate, jeder Sonntag zur Kirche gewesen, ich habe immer Tierndl getan, ich habe das getan, immer Jan. Ich kijk immer freundlich, wenn die Prediger bei mir vorbeigeht, und ich tue das, und ich tue Jan, und ich sehe, ich habe Jan al Hände gekregen, und die haben seine ganze Liste, und alles, was er erst nu, er ist so gehorsam, dass er stolz geworden ist. Ist dort gehorsam sein? Noch nicht wahr, nicht ganz. So, wir wollen das ein bisschen erklären, dann wird das verständlicher sein. So, die erste Gruppe. Gehorsam, bloß es waren. Aber bloß waren das passend ist. Aber bitte sage ich, euer Gehorsam sein. Matthäus 21, Vers 28, Bett 31, dort redet von 2 Sehens. Der haben beide eine verschiedene Einstellung. Der eine, der wie Gehorsam, der eine nicht. Und vielleicht habe ich auch gekriegt, seine 2 Kinder, die auch gekriegt, so nochmal mit Jüngchen in der Hand. Der sagt so, was denkt ihr? Ein Mann hat 2 Sehens. Und er ging nur den ersten und sagt, Sehen, go Arbeit von der in mein Weingarten. Und er sagt, ich will nicht. Aber nachher, wie am das leid, und er ging. Kann ich so was? Sondern er wird sagen, mir jankt nicht Arbeit, aber dann nachher ging er. Und ging doch. Der Vater ging zum zweiten Sehen und sagt zu den Krieg so, der sagt, Jo Herr, ich go. Und ging aber nicht. Wohner von der Bed, das, was der Vater haben will, die sehen alle, der Erste. So wohner von der, die gehorchen. Der Erste, wenn sie sieht, haben wir am Anfang, sagt sich so rebellisch, aber am Anfang das an Leute waren, und er sagt, ich will doch gehen, und er gehorcht sein Vater. Und der Zweite sagt, ich will, Herr, sind was bosig. Er sagt, ja, ich will. Aber wenn er dann bei der Wahrheit kommt, dann ist er irgendwo nicht mehr zu finden. Und dann frage ich ihn dort, und sie sagen, oder der Erste ist gehorsam. Und dann sage ich Jesus, antwortet Jesus dann, sagt er, Jesus sagt dann, ich sage Ihnen die Wahrheit, die Tagskollekte an die Hüren gehen Eier an Himmelreich nennen als je.
En dit weer een zeer harde waarheid wat hier gezegd wordt. Voor die ook van jou. Zoveel maal heb ik zelfs gerecht zijn. Ik kan met mijn gouden doen wat ik me verdien, waar ik im Himmelrijk naar gaan. Weet je wat? Dan zegt Jezus te ons, die wat daar verschmeten en een grove liggen en bezopen zijn, wat nog niet meer aankomen. Wanneer die dat erkent dat hij je nood brukt, dat is eier een rij als du, wat plus zegt, ik wil met mijn ene woordje, met mijn ene verdienst dat handkrijgen. En zoveel maal schlikt zich dit denken van ik was zelfs, ik kon dat alleen. Ik wil met mijn zaken dat Himmelrijk over. Maar dat schlägt sich so leicht in onze gedanken aan. Aber wenn ich dat nicht das Himmelreich over, dan wil ik mensen een klein beetje beter aan de les zijn. Ik kon gisteren met een vriend reden, wat ongeveer 8 jaar terug leerde ik am Tjan in een van de kolonieën hier dichtbij. En hij bekeert zich. En dan hadden we een wunderschöne Gemeinschaft. Ik voer het aan een vrijdag aan bezeken. En dat ging zo schön, we hadden zo'n schöne Gebetsgemeinschaft taub. Bad een dag, dan dreht hij een beetje weg van dort. En hij vielleicht niet den Weg, den Glauben, aber hij ging naar een stad, wo dat zij am meestal am Reile ging, als am de Wahrheit vom Evangelium. Wens hij fühlt sich so makkelijk bij de Reile. En gisteren traf ik am Afferhafs en sagte, weet je wat Eduard, ik ga jaren wil de Reile vallen, ik wil zo smak zijn, en ik wil zo smak zijn. En ik kreeg dat ook meest alle aan. Maar er weer een paar kleinigheden die krijg ik niet aan. En dat maakt me zo weit in de depressie dan, dat ik dat niet nog kom, dat ik niet meer wil gaan wissen, dat ik mijn leven wegsmieten wil. Maar ik heb eenmaal erkend dat ik bruk genood. En ik zie dat genood geraad, dat is een geschenk en ik kan dat niet doen. En ik kan me bloos ganz aangeven. En dat ging zo schön te zijn, wo ons weg zich waar het hulp getroffen had, na 8 jaar einfach habe gas, even selber te vertalen. Wo wir können uns breiter an seine Uhr checken und uns jenseitig merken, dass wir wieder fair kommen in Glauben. Wir alle, wir sind Sünder, wir sind verlorene Menschen, wenn wir nicht Jesus in der Genot haben. Und wir alle können in dieser Genot und in Jesus Christus leben und das Leben voll ab united, wo das strömen wird, wo das nicht bloß jurotstaurig im Himmel ankommt, sondern wo das ewig wird. Jakobus 1, Vers 22 bis 25 ist ein sehr bekannter Text, wo das sagt, jemanden aber daunen, was das Wort sagt, weil es bloß hierin regt nicht tau. Zes beschummeln je uns selbst. Wer das Wort bloß hiert und das nicht tät, was das sagt, der als ein Mensch der sich im Spiel bekickt und dann davon geht und Furz verjagt, wird das am Utsach. Wer in das vollkommene Satz Gottes nennt, wordt ons vrij maakt. Dat is door wo Jezus ons vrij maakt heeft. Wer door blijft en niet een verjetzamer hier is, maar dat wat dat zegt, der wordt bij zijn schaffen tevreden zijn. Amen. So, dat is, we kunnen dat doen, wat dat woord zegt, niet bloos dat hier. En we kunnen einfach naar het volkomene komen, wo Jezus is, en Jezus ons ganz aangeven. En dat Jezus aangeven is niet dan den een dag. Dat Jezus aangeven is niet dan als ik 15 jaar of 14 jaar jong was, nu heb ik dat een voor allemaal gedaan. Dat Jezus aangeven is een entscheidung, wat zich iedere dag erniet in mijn leven, dat Jezus hij einfach die positie houden deed. Wenn es wie per een paar weken hier van Klaus, we hebben ons gewaand, hätte gemerkt, wat eerst einmal ans Fleisch steht. En da wenn's ons Jezus unerreicht ons, aber der lehrt uns, der wiest uns nur diese Entscheidung, ganz Jesus unerdoen te zijn, aber am te gehorchen. In der vandaagse Welt ist dort Jesus gehorchen nicht eine sehr populare, aber nicht eine Botschaft, die sehr moeilijk maakt wat te predigen. Wenn es dort ist eine Botschaft, die ein bisschen nicht mehr Mode ist. Wir willen even bloß, jeder eine hat seine eine Wahrheit. Jeder eine kann so leben, was er will. Und wir sind viele Christen, die sich so Christen nennen, und die irgendwo eine Entscheidung gemerkt haben, aber die irgendwo ganz aufgedreht sind vor den Weg. Und sie versuchen sich fair zu legen,
dat ik haar damals een gebed doe met Jan Evangelist, du taub ik een gebed gemerkt. En ze verzekeren zich fair te leven. In werkelijkheid weten ze doen niet wat het woord zegt. Ze gehorchen niet Jezus. En Jezus, als hij zegt, wie mij leeft, die wordt doen wat ik hem zei. En dat is instandig doen. Zo nu gaan we onze tweede groep checken. Deelwijs gehoorzaam zijn. Dat zijn mensen wat, die zijn helemaal de meeste poort van ihr leven gehoorzaam. En ze geloven ook, wenn ik zo de meeste poort van het leven gehoorzaam zie, dat maakt mij ook al gerecht. En die willen ons een Beispiel aankijken in de Bijbel. En dat is van Israël, in 1 Samuel, waar Saul je de Philister kampen zal en waar hij aanordningen krijgt en waar hij die niet ganz gehoorzaam wird. Hij wird sehr weit gehoorzaam, aber nicht ganz. 1 Samuel 13, vers 7 bis 14. Toen je het om dat de Philister willen bekämpfen. En dat de Philister komen am Singel de eind. En hij wie de kennis, so hij moest den Krieg nu aanleiden. En hij had angst. En aber wer nacht alle Angst hat, dat wir zijn falsch. En dat zei ik, ze verkropen zich in alle huilen en alle wenn ze avondsruim hadden, dan verkropen zich al deze Philister. Niet Philister, de Israëlieten verkropen zich en die zullen bekämpfen. En Samuel had hij gezegd, ik wil am 7 dag nu komen, dan wil we een opfer brengen, dan wil je kämpfen, dan wil je gewinnen. Aber Saul die had zijn angst, dat wordt niet schaffen wat Samuel gezegd heeft. En hij zegt, waar hij alle angst had. En toen zegt de tekst zo. En je vluchten betreft in Jordan, in Gad en Gilead. Zodat we het Israëlitische volk, dat had angst, die vluchten weg. Zal we nach Emma en Gilgal, in dat volk sammeln zich am Arm in grote volk. So eentje ran de weg, en eentje weer Ramsal, en die hadden maar zeer angst, wens du weer duizenden en duizenden Philister met zeer grote gouden kriegsgereedschap. En dan zegt het, en zo luidt 7 dagen naar Samuel, zo als Samuel gezegd had. Samuel had gezegd, hij zal 7 dagen wachten, dan worden ze een opfer brengen, en dan heen dat worden zij den Krieg aanvangen. En hij luidt ook deze 7 dagen. Hij wil gehoorzaam, zo wie dat staat. Aber Samuel weer nog niet naar Gilgal gekomen, en dat volk fing aan Saul te verloten. Zo, du wirst deze 7 dagen wie heel gehoorzaam geweest. So stell dir vor, du bist König von einem Volk und du sitzt dort, sind Dutzende mit ihren Pieden und du hast deine Krieger hier. Und nu soll dort erst die 7 Tage gekommen, nu soll bloß noch geopfert worden und dann wird es losgehen im Krieg. Und dann wird es losgehen im Krieg und die kämpft aber nicht. Und die Menschen verloren die. Stell dir vor, du stehst in der Mitte. En die mensen verloten die. En die zoals nu voor het Krieg ontvangen. En dan zit Jana, wat zo sterk is, die wat zo breed is, wat zo goed kämpfen kan. Mensch, man, die verlaat, dat weer naar de einzige hoopning wat ik had. En dan Jana verlaten, die heeft het schmakste piet, die heeft nu ook nog verloten. En zo zit, waar de ene en de nächste alle voorbij uitgaan. En dan zegt de ene vers, dan zegt Saul, brengt mij dat brandopfer en dat dankopfer. En hij maakt dat brandopfer. So, hij zal wachten bij Samuel. Samuel weer de profeet. Hij zal wachten bij hij komt. En wanneer steht dat hij wachtte, dan aan den 7e dag, dan zei hij, ik word het opfer merken. En omdat je verstaan dat we ganz geen gezet te die tijd. Geen kennis, of geen andere persoon, en dan weer dat we kunnen opfer merken. Een brandopfer. Bloos die wat gesteld weer voor dat. En dat weer Samuel. So hij deed dat ohne dat hij de vrijheid had. En hij wist dat zeer goed dat dat niet kan. En dan zegt het hier in de vers, als hij grootvaardig met dat opfer weer, kwam Saul. Hij krijgt je opfer, dan kwam Saul. Kwam Samuel, sorry. En Saul ging aan het kijken en bereisde hem. So hij wist, ik ga je zondig. Ik zal je wachten tot ik kwam. Nu eerst dat je komen. En dan zoals we dan zijn. Van buiten grote tenen. Wie ze, hallo, kom eens thuis. En bereist die. Zo, Samuel, wat je het? Dan wat zich met ze doen. Dan alles goed. Wie had al je opfer, waar we los hem kreeg. Niet zo? En hij wist wat dat aardig weer wat hij gedaan had. En Saul ging aan het kijken en bereisde hem. Maar Samuel zei, wat hast du gedaan? Menschens Kinder, wat hij zich gefällt hat.
En Saul zei, als ik zag dat mij dat falsch verloten deed, en dat u nicht bijna de Jesade tijd komt, en dat de Philister zich in Michmas ruitmürken, dacht ik, de Philister waren nog bij Gilgal komen, en jen mij, en ik heb nog niet, komen jen mij, en ik heb nog niet den Herrn om hulp gevraagd. Dan überneem ik mij dat Opfer te merken. Aber Samuel zei, dort hast du nicht zult doen zult. Du hast nicht dem Herrn sein Wort geholen, wat hij dir gegeven hat. Wenn du gehorsam gewas wirst, dann hat der Herr die in dienen Nachkommen das Königreich ab immer gegeven. Nu aber wird das Königreich nicht mehr geblieben. Der Herr hat sich ein Mann gewählt, der arm von Horten gefällt, und hij hat dem angestellt als Lehrer über sein Volk. Dort erst willst du nicht getan hast, was der Herr dir gesagt hat. Es dort nicht sehr hart, so soll wir nicht gehorsam gewesen. Und Samuel sagte ihm, wenn du nicht gehorsam wirst, wo ich das Königreich aus deinen Armen schritte, und ich werde den Mann geben, was nur den Hort Gottes ist, was David lothar wir nicht so. So hij wir gehorsam. Stel je vor, das soll der hält 7 Jahre uit. Zodat ze zich dat hier tot ging 2 oder 3 Stunden, hat er bloß länger warten, dann wird er ganz gehorcht haben. So er hat 7 Jahre gehorcht, aber 2 oder 3 Stunden nicht. Und viele von uns sind vielleicht so, aber sind irgendwann in dit was. Wir sind Jesus ganz treu. Besser du in een kommt, besser wir gedreckt worden. Aber dann wollen wir ein kleines Utdrecken, dann wollen wir nicht ganz, dann wollen wir hier ein bisschen so tun, als es war. Ich hatte einen Freund, der mir sagt, hij zei, nicht ganz die Wahrheit vertellen, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht gelau. Das ist nicht ganz die Wahrheit vertellen. Wenn du für die Polizei ist und die abholen, und du hast das gleich mit, was die noch fragen, dann ist es bloß still, dann das ist gleich gelau. Und weißt du was, ich fange das an zu glauben. Dass einer muss es dort spielen mit der Polizei. Das sei viele Jahre zurück. Aber einmal war ich an, du wirst ein Leines in meine Nähe schlägt. Ich hatte einen Teil von Gehorsam, ein Kapitel in meinem Leben von Gehorsam habe ich reingelassen. Und ich war an, Jesus kann nicht mehr Haar sein. Und weißt du, was passiert? Ich kriege mehr und mehr Trouble mit der Polizei. Von dem ersten Tag, wo ich die Polizei anfange, einfach dort zu sein, in Frieden aufzusetzen, die holen mich nicht mehr ab. Das ist sonderbar, wenn ich nicht mehr was zu verstärken habe. Und ich komme viel besser der Länge mit denen, als dann, als ich klein bisschen nicht die Wahrheit sage. Ich denke meist alles, bloß klein bisschen nicht. Die Bibel redet von, wer dort in Jakobus 2, Jakobus sagt, so besonders viel von dort einmal dort gehorche, was dort wird sagen. Jakobus sagt, wer klein bisschen von dort Gesetz gehorsam ist, ist das ganze Gesetz gehorsam. So viele Menschen sagen, laatst waren hier, ik wil mensen, dat zijn dan mensen wat dat niet weten, waar hij zich pocht, wat hij alles voor goud gedaan had, een jaar, en hij gelooft, dat wordt hem naar de hemel brengen. En hij kijkt den zo aan, ik kan den niet zeggen, ik kijk den even am phone, niet zo. En ik dacht, jong, dat helpt die niet. Die kost het nog de ganze Welt eten gegeven hebben, en dat wordt die niet, dat Himmelrijk over. Wanneer du niet durch Jezus toe aankomen is. Wenn jeder einer von uns hat, ein Punkt, wenn es von Gesetz nicht gehört. So, nu werden wir checken, wo Saul wieder gehorsam ist. In 1. Samuel 15, du erst wordt dat ware aufgeprüft, als wordt gehorsam sein. Das hängt noch einmal mit diesem Kriegtaub. Und wir wollen hier diesen Kapitel studieren, wo er war ein bisschen gehorsam wir, aber nicht ganz. Und Samuel sagt zu Saul, der Herr schickt mich einmal, die uns kennt, über das Volk Israel anzusolven. So dann nu hörch nur, was der Herr dir sagt. Der Herr, der alles regiert, sagt, ich will Amalek strafen dafür, dass sie Israel jen stund jeven, als sie von Ägypten kamen. Go mit ein Krieg jen Amalek und finde ich alles, was sie haben. Lot nicht über und bring alles um. Die Männer, die Frühs, die Kinder und Babys, und auch das Vieh, die Schop, die Kamelen und Esels. En Saul raubt zijn krijgsvolk taub. Dat is wit. Zo, dat heeft nog helemaal met Krieg te doen. En voor ons is dat eens maar schwer te verstaan, maar Saul zal dit volk ganz aanbrengen. Hij zal deze König
wat Amalek heute deed. Hij zal Am en zijn ganze Volk ganz vernichten. Bij dat laatste stuk vij. Rein alles haben Gott zal hij vernichten. En niets voor zich houden. Wat we verstaan moeten is in die tijd weer dat zo, wanneer du van terug naar huis komen deed, en du dat schmackste met had, dat wir es in ihren Kranz. Tim zei, kijk, had een terug gewonnen. Kijk, hier is mijn stad. Yay, wir sind die Gewinner. So, wann zum Beispiel David hat ja auch den Kopf von Lothar von Ries, Goliath, nicht so? Dort wir es in der Krone, check, kann gewonnen. Und der Kopf gab am der Früh von Saul zum Beispiel, das dort gab am ein Reich. Und in der Zeit wird es immer so, dort zu beweisen, habe den Krieg gewonnen und ich bringe dort träg, dus habe die meeste dood gemerkt, aber den kann ich bringe ich träg und ich bringe dort Feuer träg, oder was het, bringe ich träg aus dem Teken, te mijn Fall dort beweisen, ich zie die wat gewonnen habe. Und weet je wat Gott der Samuel ham sagte soll? Dit mal was nicht so. Dit mal was, wuff, alles. Wenn es dit ist ein gottloses Volk, dort bin ich, dort Gott nicht Tiet gegeben, Gott hat das Volk lang und lang und lang am Tiet gegeben, gewarnt, aber der hat sich nicht warnen lassen. So, dass wir einfach den Mut von Gott wie hier fallen. Dann wenn wir checken, wird das Vers 7 und wieder sagt. Und Saul kriegt gelegentlich über die Amalekiter. So, der gewann den Krieg. Sie gewann gegen die Amalekiter von Havila ganz Batschur, leicht Osten von Ägypten. Er nahm den Amalekiter König Agag lebendig fast und brach all die Menschen mit dem Schwert. Aber Saul und sein Kriegsvolk leuten den König Agag Leben. Sollen sie den Leben lassen? Nein, sie sollen den anbringen. Und auch das beste Schub und das beste Feu und auch das beste Lama und Kalva. Und sie hielten auch selbst noch, was Gott wir, aber was an kein Wirt hat, vernichten sie ganz. So hier wird es ganz klar zu sein. Sie hielten alles, was ihnen wichtig wird. Aber Gott hat gesagt, alles anbringen. Auch den König, auch das Feu. Und der Herr sagte Samuel, dort ist mir leid, dort ich Saul zum König gemerkt habe. Weil er hat sich weggedreht von mir und hat meine Geboten nicht gehorcht. Und Samuel wird sehr versteht und bet die ganze Nacht vor dem Herrn. Und Samuel ging tätig nächsten Morgen, dort er mit Saul reden kann. Und dann wird gesagt, dass Saul nach Karmel gekommen wird und hat dort ein Denkmal für sich abgestellt. So, der will dort beweisen, was er gewonnen hat. Dann wird er nach Gilgal gegangen. Und Samuel ging nach Saul. Und Saul begrüßt ihn und sagt, das Saul, der muss einmal diesen Samuel begrüßen und sagt, mocht der Herr die Samuel sehnen. Ich sehe dem Herrn gehorsam gewesen, sagte er. Und Samuel frug, warum hier ich nach Feuer und Schub? Und Saul sagt, zum Lachen. Und Saul sagt, sie haben die von den Amalekiter gebracht. Das Volk hält die beste Schub und das beste Feuer zum ein Opfer merken für den Herrn, dienen Gott. Dort ewig haben wir alle für nicht. Nie wacht und bet, sagt Samuel. Ich wollte sein, was der Herr mir letzte Nacht sieht. Und Saul sagt, sei einmal. Und Samuel sagt, du rechnest die Salz vielleicht nicht viel, aber bist du nicht der Lehrer von der israelitischen Stamm? Der Herr hat die aus König angesehen über Israel. Der Herr sieht nach Ost, als er das geschickt hat, du sollst die sämtliche Amalekiter ganz vernichten. Er sagt, du sollst mit den Kriegen, bis sie ganz weich werden. Warum hast du dem Herrn sein Wort nicht gehorcht? Warum nimmst du noch dort zwei die Sachen von an, was dem Herrn schlecht gefallen? Und Saul sagt zu Samuel, ich gehorch dem Herrn. Und Saul sagt zu Samuel, ich gehorch dem Herrn. Da wir noch so dries, nur dem dort Samuel haben gesagt, du hast nicht gehorcht, sagt er, ich gehorch den Herrn. Wenn ich habe den Mess Allah dort gemerkt, aber er soll Allah. Und so, ich gehorch den Herrn. Ich ging so, als er mir sieht. Ich habe den König Agag zurückgebracht. Ich habe alle Amalekiter aufgeschafft. Aber der beste Schub und das beste Feuer haben meine Männer nicht aufgeschafft. Sie haben den hier nach Gilgal gebracht, um ein Opfer zu merken für den Herrn, dienen Gott. In Samuel sagt, gefallen dem Herrn der Opfer, so sei er aus am Gehorsam sein.
Wat gefällt dem Herrn da? Opfer oder Gehorsam sein? Gehorsam. Kijk, Gehorsam ist beter als Opfer. Nur Armhorchen ist beter als Backfahrt auf ein Altar. Jen onzennen is zo schlimm als Hexerie. En stierkoppig zijn zo schlimm als wat bijze tonen en als wat nog jette offeren. Doorween dat u dem Herrn zijn woord veracht, habe die ook veracht als kennig. So hier sagt dat jen onzennen, oder antru zijn, oder ongehorsam zijn, is zo als Hexerie. Hier wordt Hexerie en ongehorsam in een level gebracht. En dit is wat Samuel hier was, wie hij weer ongehorsam was. Hij had zo wat gedreven als Hexerie. Hij had bij zijn macht over zich komen laten. En later zei wie ook, dat zal een bijzijn jes in zich draaien. Wunder wen wat. Niet zo? Want zij had Hexerie gedreven met ongehorsam zijn. Hij weer mes gehorsam. Mes alle Amalekieten, al het vijf wat niet goud weer. Plus dat baaste had hij gehouden. En God had bij zich, merkt dat alle dood. En dan zegt de 24e vers, en Saul zei zu Samuel, ik heb gesündigt. Ik zie jij in dem Herrn zijn gebod en jij in dien woord gegonnen, wils ik mij van mijn mannen eens en no aan harcht. Zo wat hij zal, hij harcht daler naar de mannen als naar God. En hier is mijn vrouw. Ook wanneer ze ganze Geschichte im Alten Testamentliche Bund passiert dat. De vrouw en die en mij is van jou. Wem harcht je doen ik maar? God? Oder dat wat de mensen om ons denken? Wem harcht wie dat? Zoveel mal. Veel wie den Druck, ohne dat de andere wat zegt. Ik zal deze Entscheidung treffen, aber ik weet ganz genau, de Richtung von Gott ist diese. En ik go den Druck aan wat de mensen mij zeggen. Ik go den Druck aan, wenn ik veel, du wordt dat schijner gaan, du wordt dat lichter zijn. Aber Gott sagt, ik zal gehorsam zijn. De Bibel, viele Mal sagen wie, wenn ich den bei zijn Feind war stehen, dann wird er von mir fliehen. Wenn die Bibel sagt, dass ich war bei zijn Feind plus war stehen, und lang genug war stehen, dann wird er bei zijn Feind war ich mich fliehen. Weet je wat de Bibel ver dort sagt? Und er stellt ihn Gott in war steht, denn bei zijn Feind. So kann nicht durch ein Leben aus mir Unja Gott stellen. Solange aus mein Fleisch, mein irrschämmischer Adam sagt, ich will regieren, ich will so leben, als mir das jankert, dann kann ich nicht im Sieg, im Glauben leben. Ich will ständig bei der Träg in diese Fall von Gehorsam ankommen. Ich will vielleicht 7 Jahre Gehorsam sein, aber die letzten 3 Stunden Gehorsam. Und weet je wat? Wir alle sind Gehorsam gewesen. Aber das ist so eine Person, die das tut und immer in das Leben tut. Er lebt in Gehorsam. Er lebt einen Lebensstil, wo er ständig Gott Gehorsam wird. So soll, wird am letzten Versuch Samuel zu reden, ich habe doch. Aber Saul sagt, du hast gesündigt. So lange wird er dort mal erkennen, in dort so jetzt. So nun haben wir die dritte Gruppe von Personen. Dort ist stolz sein, stolz von Gehorsam sein. So stolz sein, oder von so Gehorsam sein, dass wir anfangen stolz zu sein. Hebräer 4, Vers 7 bis 9 sagt es dit. Als Jesus op die aarde leeft, heeft hij zu dem, der am von dood raden kann, gebet und gepraat en geschreien met tronen. En God heeft dat aangenomen, wils hij am en ihren hält. En wanneer hij ook zien wir, hij leert doch, der Lieden gehorsam zijn. Als hij dan zijn Opferdrag vorgemerkt hat, hat er eine ewige Radung hergestellt für alle, die am Gehorsam sind. So, Jesus lehrt Gehorsam sein. Jesus muss das lehren. Dann fragst du vielleicht, was? Jesus wird doch immer Gehorsam. Ja, Jesus wird immer Gehorsam. Aber du und ich, wir kennen Wasser im Gehorsam. Wenn du nu al 20 Jahre Christ bist, in dem Niveau von Gott sich unerstellen, noch einmal bloß so weit ist, als das für 20 Jahre trägt wird, dann ist du irgendwas nicht reich. Wenn so ist wie Wasser im Glauben, so war wie wieder und wieder und wieder Gehorsam. Wie sei das, was hier steht, das ist nicht mehr ich, sondern das ist nur Christus in mir. Das alte Fleisch, das hat nicht mehr den Raum.
En Jesus die leert gehoorzaam op. Zwaar hij eenmaal gehoorzaam weer. Hij leert zich tot gehoorzaam zijn bij hem dood. Ik wens geen van ons dat we werkelijk sterven moeten hier den irdischen dood, zoals we hier zien aan Anfang durch een Schuss oder durch een Kopf aufhacken. Aber dat tof was, wenn wir tof was werden, dann sagen wir beweisen damit, dass der oude Mensch gestorben ist. En nogmaals hebben we aan spoos met, wie zei, we worden den doen stootje in de hole bed, die is uitgebubbeld heeft. Omdat de oude mens werkelijk gestorven is. Dat is de gehoorzaam in ons leven. En weet je wat dat hier zegt? Gott heeft ons een eeuwige radung gesteld. De neende vers zei zo. Die arm voor alle die arm gehoorzaam zijn. Es fällt dir das nicht ab. Vielmal glaube ich will bloß Gott sagen, hier, sieh mein Haar, meine Radar, und dann will ich wieder leben, so ich will. Und dabei, die Bibel sagt, Jesus wie gehorsam. Da wenn es erst das Einzige, was ich nur fallen kann, auch gehorsam sein. Das ist eine hohe Botschaft, ich weiß, aber ich glaube, das ist wunderbar passend für so ein Tag von dir. Ich glaube, das ist ja, wo das Port, was sich von dir befreit hat, wo sie gehorsam sind, wo sie ein Leben mit Gott anfangen, zu sein, wie wir alle gehorsam Schritte merken. Und so möchte ich dein Leben auch merken. So sind vielleicht noch Sachen, die viele abtreiben, aber das bedeutet nicht, dass wir keine die Heilung erfahren, dass wir keine einfach mehr und mehr gehorsam Schritte merken. Philipper 2, Vers 8 sagt, dass Jesus, wie gehorsam bei dem Tod am Kreuz, dass der höchste Niveau, der höchste Staub von gehorsam sein ist, zu sterben. Nu ist die Sache, wenn wir was im gehorsam sein, und ich möchte die Mut merken, was im gehorsam sein. Das ist nicht oft von unserer irrschamischen oude Kante und dort, was nicht so schmeckt. Das ist nicht das oft und viel das weich. Aber dann ist du eine Gefahr, nur die andere Seite zu haben. Und dort ist stahl zu werden und selbstgerecht zu werden. Sei, kijk mal, ich sehe nicht all diese 20 Jahre gehorsam gewesen. Kijk mal, ich habe 5 Jahre das getan. Kijk, ich habe al 5 Jahre evangelisiert. Kijk, ich habe Jan abgegeben und habe das für Jesus getan. Kijk mal, ich bin dort, ich habe meine Familie verloren, ich bin so gehorsam. Und dann fangen wir an, Eva Töpsen auf der anderen Seite, wo wir sind gehorsam gewesen. Aber wir merken, dass du uns verdienst. Und hier ist das Schönste vom Leben. Petrus hat eine Vision von dort Lärke. Petrus, das sagt, und ich werde die Geschichte noch nicht lesen, was die Geschichte hier in Vers 9, wird sagt, und ich glaube, ich kann alle, wo dort Lärke aufkommt. Und Gott macht 3 Mal zu Petrus sagen, nimm eine Art von diesen Tieren. Da wir anreine Tiere. Und wir von klein abgelehrt, so wird er nicht. Im Alten Testament wir ein langes Kapitel, dort hat die Tiere nicht eten können. Und Petrus, wie ganz treu war, spät den Tag, dort hat die Tiere nicht eten. Und Gott muss am 3 Mal sagen, dort hat er soll eten. Und er wollte nicht eten. Er wird so stolz geworden, für sein Leben lang gehorsam, dort er nicht blind geworden, wie er wieder zu gehorchen. Vielleicht bist du so gehorsam gewesen in beste Dinge, dass Gott trägt dich nu in eine andere Richtung. Und nu sollst du in eine neue Weg Gott gehorsam sein. Was für die Eierwand ist. Und du sagst, no, ich habe meinen Weg schlau. Ich will hier bleiben. Ich will gehorsam sein, aber ich will bloß so unsere Stadt tun. Das beste hier, stell die Musik, please. In Lukas 18, Vers 9, Vers 14, sei wie den Tagsgeleiter und den Pharisäer. Der Pharisäer, er will Gott gehorsam sein. Und weißt du was? Wir haben immer schlechte Bilder von den Pharisäern. Aber weißt du, was die Pharisäer mal anfangen? Dort wären die Menschen, die Gott am dollsten will gehorsam sein. Und die meinen dort ernst. Dort wären die, die, wenn die Bibel sagt, dann tue ich. Dort ist die, die, ja, das ist die, so ein Ewald wäre. So, yes. Wenn die Bibel mir sagt, dann gehe ich. Dort wir sind Peter. So, yes, ich sehe Schäden. Wenn die Bibel mir sagt, dann gehe ich. Ich will gehorsam sein. So, wir haben nu viele Geschichten in der Bibel, besonders von Jesus, wo er uitholen dat über Ernt. Und der Trouble wir nicht, dass sie gehorsam wären.
Der Trouble wir, sie noemen stalt im Gehorsam zijn. Sie noemen dat als werk aan, dat zij wat te doen. Einmal war und das Pharisäer sagt auch, er hat beten durch den Tag gelegt, aber und er checkt ab und sagt, oh Gott, Dankeschön, dass ich so viel besser sehe, dass hier besiegt mich. Das Tags gelegt, da wird so gestohlen hat, das verlorener Mensch, das Moljana. Und er sagt, oh Gott, so viel Dankeschön, dass ich besser sehe. Er wird ganz nur ohne Kant geflipst, dass er anfängt sich zu riemen, oder zu freien, oder groß zu tun mit seinem Stalt. Gehorsam sein, geht nicht am Wort zu verdienen. Du kannst sterben für Jesus, aber du wirst damit nicht verdienen, wenn es dort erstmal betont. Der Preis, der Judenspreis, ist 100%ig betont. Gehorsam sein ist einfach nur Antwort darauf, so wie ihr uns den Bibelvers lesen. Darauf, dass Jesus Gehorsam beten dort wird, wo ich am nie Gehorsam sein dort, was er sagt. Aber ohne etwas zu denken, mir wird das 1 Cent bringen in der Ewigkeit. Das wird mir dort eine Vergeltung geben, ja, dort ja, aber was ich meine ist, dass mir dort nur die Ewigkeit bringen wird. So, ich werde gerecht, was wir von der nicht reden, was an Jahren kann passieren wird. Habe nicht Zeit für. Wir können uns selbst nicht mehr gehorsam sein. Dort hast du vielleicht die ganze Botschaft von gedacht. Was redet bloß einmal von Gehorsam? Und er kann das nicht. Und dort ist Krieg, wie das ist. Er kann nicht gehorsam sein. Nicht du, nicht ich. Wir können nicht gehorsam sein. Ja, führt's ab. Die kostet nicht. Wenn wir studieren, was genau das ist ein Geschenk, was uns ratet. Aber weißt du, was genau nach ist? Das ist eine Botschaft, die ich für 2 Jahre ungefähr bringen werde. Genau das ist eine Kraft, die mir helfen, Jesus nur zu fallen, aber am Gehorsam zu sein. Das ist eine ganze Botschaft, Eva. So, genau das ist nicht bloß das Geschenk von der Radung, genau das ist auch das Geschenk, was mir hilft, der Radung zu fallen, aber das Beispiel von Jesus zu fallen. So, von dieser Kraft aus, von dieser Salz aus, keiner kann gehorsam sein. Das ist bloß der Genode, was mir hilft, gehorsam zu sein. Das merkt, dass du und ich für immer, für das Leben lang, warum wir eine Einstellung haben. Auch wenn ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, was er nicht für mich treffen konnte, den muss ich treffen, dass ich mich entscheide, um zu fallen. Auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wenn das nicht durch seine Kraft wird sein, würde ich das niemals erreichen. Ich würde niemals einen christlichen Wandel erreichen können, wenn das nicht durch ihn wird. Da, wenn es redet in der Bibel, wandelt im Heiligen Geist, wenn wir selbst in uns irrschammerischen Mann versuchen zu wandeln, in den irrschammerischen Adam, wird so viel in Welt hochkommen, dann erreichen wir das nicht. Lukas 17, Vers 17, bei Tieren sagt so, du redest, was für Lohn, die wollen weiter, wann Lohn, wo wir kriegen, dann sagt Jesus dir an, wenn ihr alles getan habt, rennt alles, was ihr alle tun. Dann kommen ihr jeden Tag an und sagen, hier ist meine Medaille, hier ist, was ich zu weisen habe. Ich bin anders als ich reich. Ich habe alles getan, was du mir siehst. So, all ans Tun und Schaffen halt nicht. Wenn wir jeden Tag ankommen, dann sagen wir, ich bin anders als ich reich. Ich habe bloß getan, was du mir siehst. Ich bin bloß gehorsam gewesen. Ich bin bloß gerat, einzig allein, wenn Jesus Christus. Johannes 14, Vers 15 sagt, wer mir Geld ist, wird mir nie Gebote holen. 1. Johannes 4, Vers 3 sagt, wenn wir Gott Gott sind, dann holen wir seine Geboten. Und seine Geboten sind nicht schwer. Wo geht das, dass seine Gebote nicht schwer sind? Der eine holt die, paf, über den Berg, nu soll ich den anderen Berg geben, und das ist nicht schwer. Weißt du, wo das nicht schwer ist? Das ist, wenn der Herr Jesus das tut. Wenn wir sein, wo die Menschen für Jesus sterben werden, und wer von euch sterben nicht her. Wenn wir uns Fleisch checken, dann ist das, wow, das muss schwer sein, für Jesus zu sterben. Aber die stehen durch in der Kraft vom Heiligen Jesus. Und dann können die stehen und die können um Tod gehen. Wo kann Jesus um Tod gehen, ohne zu brüllen und zu schreien?
wenn sie in der Kraft von Gehorsam in einer Don den Herrn Jesus wie jenken, wird ihm dort. Und er wird Gehorsam. Jeder Schritt wird er Gehorsam. Wird er sich da annehmen leid. Und krieg so, wie sein, das wird nicht mein Verdienst sein, das wird nicht mein Werk sein, sondern ich will mir einfach den Herrn Jesus in der Stahle und mit ihm taub Werk kann Gehorsam sein. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir können uns Leben die geben. Wir danken dir, dass wir können Gehorsam sein, nicht durch unsere Kraft, sondern wenn du uns die Kraft gibst, wenn du uns die Macht gibst, dort zu fallen. Du fällst uns so sehr mit deiner Macht, dass wir können sogar, dass die Bibel sagt, dass wir eine Kraft in uns Leben haben, was die Tod abweichen wird. Und ich bete, dass diese Kraft, was Tod abweichen wird, dass die uns einfach lernen, nur einen gehorsamen Lebensstil. Dass es so ist, dass die Welt dort sitzt, dass wir ein Brief sind und dass uns Leben kann einfach die Heilung durchgehen. Ich weiß, dass vielleicht hört Churrasco von dir für uns, hört Fleisch zu genomen. Aber Jesus, wir wollen das einfach annehmen. Aber Jesus, wir wollen das annehmen, dass wir das nicht für deine kennen. Auch wenn wir uns jeder Tag entscheiden, gehorsam zu sein. Dass das zu guter Letzt alles Jesus ist. Dass das alles Jesus ist. Jesus, wir anvertrauen dir uns ganzes Leben. Und ich will sagen, wenn hier irgendwer ist, wer Jesus nie annehmen will, wer eine Entscheidung für Jesus treffen will, der will sagen, ich will von dir, so damals ich mit 14 Jahren, ich will eine Entscheidung treffen, nicht bloß Jesus als Rader zu haben, ich will von dir sagen, dass er mein Herr ist, dass er mich fair sein kann. Wir wollen mit dir taub in Gebet merken. Krieg du, wo du bist. Ich will für jou allem, dat je in uw te merken. Please, merk alle uw toe. En ik wil voor jou, wanneer irgendwer van jou deze Entscheidung wil treffen, dat du Jesus als Haar merken bist. Dat hij die fair sein kann. Dann kannst du die Hand abheben, wie wir mit dir taub beten. Wer will Jesus von dir Haar merken? Alle Hand die uw toe. Wer will von dir sagen, Jesus, halt je Hängbuben. Dankeschön. Halleluja. Noch mehr? Halleluja. 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 We worden een gebed maken met je top. De weet je alle top met beden. Ik weet wie hand Jezus als haar. En wie kan op deze entscheidung immer weer fresh treffen. Jezus, je wil kost me helpen in gebed. Du kost met me met beden. Ik vertrouw dat we alle top beden werden. Ook al deze entscheidung getroffen hebben. Dat je einfach met beden is. Voor die broeder te helpen. Zij zo, Jezus. Jezus, Ik dank je voor deze dag. ik dank dir für diesen Tag. Ik dank je, Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Dank dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist En dat u gehoorzaam wirst. und dass du gehorsam bist. En ik wil nu ook gehoorzaam zijn. Und ich will nu auch gehorsam sein. En die als mijn haar merken. Und die aus mein Haar mehr. Die fair zijn laten. Wie sehr fair sein wird. Ook in die steden, Auch in die Städten, wo mir dat schwer fällt. wo mir das schwer fällt. Ik vertrouw die, Ich freue dich, dat ik kon de genood hebben te je hartje. dass ich die genug haben, die Haar. Dankzij Jezus. Dankeschön, Jesus. In die Namen. In die Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich kann da kommen, was ich Tafel lauten will. Ich kann hier einmal angucken.